Bonjour Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Emission im Blick auf Europa hier im DOC-Kanal. Ich will euch heute über 3 verschiedene Sujets ein bisschen schwätzen. Der eine ist, wir kommen nicht allein, das ist den Misstrauensantrag, den 76 Deputierte gestellt haben gegen die Kommission Juncker. Der zweite ist ein Dossier für die Relance vom Dialog sozial, etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist. Wir nicht nur mir, einer ganz Partie Leute, das ist wichtig. Und der dritte ist, dass die Reglementer geholt gehen zwischen der Kommission, dem Patronsverband und den europäischen Eisenbahnunternehmen für die neuen Bestimmungen, wie den Leuten mit einem Handicap und noch den Leuten mit Mobilität reduziert, wie denen soll geholfen gehen, für in Zukunft den öffentlichen Transport zu gebrauchen. Das ist, wie gesagt, der Misstrauensantrag, den er gestellt hat. Die erste Initiative, die war ja auch schon von den Linken, die hatte probiert, so eine Motion de Censure zu holen. Haben aber nicht die nötigen Stimmen zusammengekriegt und haben das Projekt fallen gelassen, weil sie nicht wollten zurückgreifen auf Stimmen von den Rechtsradikalen. Nun ist es nun einmal so, die Rechtsradikalen, die Europäische Partei für Freiheit und Demokratie, wie sie sich nennen, haben die nötigen Stimmen zusammengekriegt, zusammen mit Rechtsradikalen, mit vom Front National, aber auch noch inscriren von allen Bohren. Und dafür von allen rechtsradikalen Bohren. Und dafür muss ich gespannt sein, wie das hier weitergeht. Die Motion ist angeregt gehen, fristgemäß angeregt gehen. Die geht nächste Woche am Montag zu Straßburg debattiert. Muss für diesen Debatte stattfinden. Und dann, 40 Stunden danach, wird dann aufgestimmt. Ich bin der Meinung, dass die Motion keine Chance hat, durchzugehen, und das ist auch gut so, weil es geht den Leuten ja nicht um die Kommission Juncker als solch, als Person, geht es noch nicht um LuxLeaks, was daheim mit den Tax-Rulings ist oder was sonst in Europa mit den Tax-Rulings ist. Es geht ihnen effektiv darum, für die Kommission hier zu destabilisieren. Das heißt, wie mein französischer Kollege gesagt hat, Alain Lamassoure, der gesagt hat, c'est pour briser l'élan de la Commission. Also das heißt, ihr seht hier, wir werden das die nächsten Jahre noch mehr oft erleben, dass ein paar die Leute Misstrauensanträge oder sonst irgendeine Moyen sich zu holen, für die Kommission zu destabilisieren. Das sind europafeindliche Elemente und wie gesagt, die werden alle Gelegenheit benutzen, für hier Ziel zu erreichen. Interessant wird es gehen, ich meine, die DVP als Partei, ja noch die Kollegen von den Sozialisten, auch noch die Liberalen werden mit Sicherheit gegen die Motion durchstimmen. Es wird interessant sein, zum Beispiel wie als Kollege von den Grünen, wie die sich verhalten. Sie hatten die Kommission ja nicht gestimmt. Und wie sie sich hier verhalten, darüber sind wir alle gut gespannt. Ich muss sagen, schon auch die Intervention von der Madame Viviane Loschetter daheim mitkriegt, kriegt ja ein bisschen mit, was daheim läuft. Und für zu sagen, das ist eine gute Initiative vom Europaparlament, aber ich fand das äußerst bedenklich, weil in diesem Fall reihen sie sich an die Koalition von den Rechtsradikalen. Und da weiß ich nicht, ob das auch am Sinn vom Claude Turmes ist. Da werden wir da gespannt sein, wie gesagt, wie die Grünen sich verhalten. Und wir werden auf den Dossier nach zurückkommen. Nächsten Donnerstag, also aus die Aufstimmung, das wird dann einen ganz kruzialen Moment gehen, ob schon die Motion wahrscheinlich nicht durchgeht. Das zweite Dossier ist, wie gesagt, die Relance vom Sozialdialog. 30 Jahre nachdem der frühere Präsident, der Kommissionspräsident Jacques Delors, eine Initiative geholt hat, les Entretiens de Val Duchesse, geht für ihn ein bisschen gewerkschaftsorientiert, gewerkschaftsarbeit möchte, ich kann etwas mit dem Begriff aufhängen. Das war, wie gesagt, die erste große Initiative, die wir hat auf dem Plan geholt ist, zwischen den Sozialpartnern für das Sozial an Europa, für das auf eine Stelle zu kreieren, dass es eine immens wichtige Position kriegt und dass es gleichgestellt ist mit dem Wirtschaftlichen, was damals der Fall war. Und heute könnt ihr nach dem Environnement dabei. Das heißt, die 3 Piliere sollen gleich équilibriert sein. Es ist so, dass Jean-Claude Juncker an seiner Struktur ja am Anfang einem Vizepräsident den Dossier Euro als Sozialdialog gehen hat, für zu sagen, für justement darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist, für zu sagen, hey, wie gesagt, das soziale Volle soll Importanz kriegen, soll eine Relance kriegen, den Sozialdialog. Und du hast letzte Woche dann vom Valdis Dombrovskis, auch von der Madame Marianne Thyssen, Kommissarin, die dafür zuständig sind, haben zusammen mit den Sozialpartnern, mit Eurobusiness, am CES, Europäische Gewerkschaftsbund, Initiative geholfen, für sich nächstes Jahr im Frühjahr
op eng großen Event zusammenzusetzen, fir dem Dialog sozial wie gesot enge Relance zu gehen. Wir sind gespannt darauf, wir hoffen, dass das nicht eitel wieder bleiben, dass das doch wirklich für Success gekriegt ist. Und da wird man nach, wie gesagt, nach viel darüber zu schwätzen kriegen, weil das ein Sujet, ein Thema, den die Leute alle gut interessiert, auch an unserem Wahlprogramm, an unserer Wahlkampagne, pardon, als ganz oft auf der Mangel sozial an Europa hingewiesen wird. Den dritten Dossier, wie gesagt, das ist Reisen mit dem Zug, soll in Zukunft viele Leute mit reduzierter Mobilität und mit einem Handicap mehr einfach gehen, verbessert gehen. Und da muss ich vielleicht einen Hintergrund belichten, das ganz beruht auf einer Direktive von 2008. 2008 über die Interoperabilität am Reisverkehr auf der Schiene. Was heißt Interoperabilität? Das ist eigentlich für Systeme, die alle guten, aber ziemlich national aufgebaut sind, aus den Jahrzehnten vordrun, wo technische Probleme sind, wo Administrativhürden sind, wo Reglementer auf den Grenzen einfach sehr schwierig machen, für grenzüberschreitend Verkehr zu machen. Das Tourdelo ist Success fand, das muss angepasst werden, regelmäßig durch STI, wie das heißt, durch technische Spezifikationen, wo das verbessert wird. Das wird in allen Bereichen verbessert. Und just letzte Woche als Reglement geholt gehen, wie gesagt, für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Was bedeutet das? Die wird man so, aber das tun wir ja daheim. Wir haben ja schon ganze Gruppe Sachen gemacht für die Leute. Aber ich kann nicht vergewissern, dass das auf europäischem Niveau noch lange nicht der Fall ist, dass da noch ganz viele Länder dran sind und noch ganz viel Nachholbedarf eigentlich besteht. Was heißt das konkret? Das heißt, dass die Industrie von den Gefähren, aber auch von den Infrastrukturbetreibern, von den Garen, das heißt, dass die abgefordert gehen an dem Reglement. Und das ist nicht nur eine blinde Abforderung, sondern das ist ein Reglement, das zu applizieren. Also es gibt bei Kontrolle gibt es Sanktionen. Das tritt den 1. Januar 2015 in Kraft. Das soll zum Beispiel an den Gefähren für mehr Breit Tiere sorgen. Das soll für eine bessere Belichtung an den Sich sorgen, an den Garen, für besseren Access zu den Toiletten, auch mit Rollstuhl. Das soll aber auch zum Beispiel Treppen an den Garen sollen besser belegt, die sollen mehr breit gemacht werden, sollen Hilfe haben für die Leute, die sich nicht so gut können bewegen. Auch all die Punkte sollen mit extra Banden für die 700 Leute sollen equipiert gehen. Und so weiter. Das heißt, auch an den sich selber sollen extra Plätze für die Handicapiert. Wie gesagt, das ist eine Partie auch schon daheim, auch daheim bleibt aber auch nach auf vielen Garen, auf vielen Haltenerien und auch an sich selber auch noch vieles zu verbessern. Aber europaweit ist das ein ganz kritisches Sujet, das man abhaken muss. Wie gesagt, 2015 tritt in Kraft und es gibt dann noch europäische Hilfe, finanzielle Hilfe, wenn, wie gesagt, ein neues Projekt da gemerkt wird, wenn durchgeführt wird, das man finanziell unterstützt. Das ist ein bisschen so die drei Sujets, die ich mit dir belichten. Wir haben die nächste Woche eine Plenarsession zu Straßburg. Straßburg wird wahrscheinlich, wie gesagt, der Misstrauensantrag, das ist Sujet, beschäftigt uns am Montag den Debat. Ein Donnerstag ist ein grosses Evenement, wo der Papst op Straßburg an Parlament können. Wir sind natürlich gespannt, was hier uns da erzählt, was hier uns sieht, die Message, die hier uns gibt. Mittwochs ist die Verleihung vom Sacharow-Preis. Auch das ist ein grosses Evenement. Das sind so ein bisschen die Highlights, die nächste Woche werden stattfinden. Dann natürlich Donnerstag das Resultat von der Motion de Censure. Und ich werde dich auch dann weiter Laufen halten, nächste Woche dann auch kurz darüber zurückkommen. So, ich möchte mich noch lauschen und ich freue mich schon auf die nächste Kehr. Merci.